Goedemorgen. Ik vandaag vanmorgen zeggen, Gott de Har voor ons. Nodig dat ik geloof dat hier alle weten doen, maar ik wil ons bloß wat denken helpen van Gott zijn woord, wat Gott te zeggen heeft over dit. Want je kijkt aan je bulletin, dan heb je den titel daar vielleicht gezien, wat ik me gewählt habe. Dat is Gott will nicht, dat irjentwäa veloaren gaat. Dit is zeer Gott de Har, dat te weten. Gott will nicht in Tod des Sünders. Gott will nicht 100 Menschen sollen in Toestand sterben, wo sie ben sind. Und dort ist all geteilt. Ich glaube, wir haben uns alle verschuldigt, eine Zeit oder andere Zeit, wo wir sind kort gefallen, und dort zu sein, was Gott will haben von uns, und damit, wie wir getrennt von Gott, und wie wir für ewig verdammt, wenn wir hier bleiben, wo wir worden sind. Und das ist Gott de Har, dass Gott hoffentlich geplant für uns, dass wir können geraten sein. Gleich das, was sein Willen ist. Und ich dachte an verschiedene Versen, was das Wesen tun, wo Gott sagt, dass er nicht will haben, dass ein Sinda soll im Sinne Sinden sterben. Und wir lesen das in dem Neuen Testament mir steht, in 1. Petrus, auch in 1. Timotheus. Und ich dachte an das Alte Testament, an Hesekiel 33, Vers 11, wo es das sein wird. Und sei an, Gott de Har sagt ganz klar, du hast nuscht, was mir doaraun jefelt, wenn ein Mensch in seine Sinden stoaft. Was mir gefällt, ist, wenn ein Sinda mit seinen Sinnen opphieet und läft. Das ist, was Gott sagen wird, was sein Verlangen ist, was ihm gefallen wird, dass Menschen von ihren Sinnen abhieren und dann zum Leben kommen. Und das ist Gott de Har, das ist, was er will haben. Und ich dachte über, wo viele Menschen von der und da nicht, die sind verbiestert, die wandeln im Düsteren und sind sozusagen daut, geistlich daut, haben kein Leben in sich. Und wir als Christen, wie können so eine Menschen dort wiesen? Wie können die wiesen, wo zum Licht kommen? Und ich dachte, was haben wir als Christen, als was zum Leben gekommen sind, die lebende Person, was können die tun, zu so einer Stadt, was nach dem Düsteren wandern tun? Ich glaube, da ist viel, was die können tun, was wir können tun. Wir können einen Einfluss sein in der Leben, wie kann der Gott sein Wort mitteilen, wiesen, was Gott zu sagen hat, wo der kann zum Leben kommen, wo der kann von dort zum Leben kommen. Und das haben wir dann mit Gott sein Wort mitteilen. Und Gott hat viel zu sagen, sein Wort hat viel zu sagen davon. Und dass wir können wiesen, wo der Weich ist, wo der Wort Weich ist, zum Leben kommen. Als Jesus Abschied nehmen will mit seinen Jüngern, dass er sagt, dass er wird sterben, er wird verloren, und er sagt, dann Weich, was er gehen, das wissen sei. Aber Thomas sagt, wie weiten den Weich gleich? Wo habe ich den Weich weiten? In Johannes 14, Vers 6 sagt, Jesus sagt zu ihm, ich sehe den Weich, der Wahrheit in das Leben. Keiner kommt und Futter bitte durch mich. Und weil ihr gleich das habe ich den Menschen auch sagen, keiner kommt und Futter, du hast kein anderer Weich. Wenn den anderen Weich proben zu nehmen, dann wollen wir beim Tod bleiben. Da wollen nicht zum Leben kommen. Wo er sagt, ich sehe den Weich, der Wahrheit in das Leben. Keiner kommt und Futter bitte durch mich. Und das ist, was wir den Menschen nur mitteilen. Und wir als Gläubige können teilnehmen an das. Ich glaube, das, was Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 9, was er sagt von deiner Wort. Er sagt, wir sind Gott seine Mitarbeiter. Und wir sind Gott sein Ackerwerk und Gott sein Büwerk. Ich will heute noch mit Gemeinde von diesen Versen lesen, aber ich glaube, das erste Part hier würde sagen, dass wir sind Gott seine Mitarbeiter. Und ich würde gleich, dass wir uns auch das dort können mit anteilen, dass wir sind Gott seine Mitarbeiter. So, was kann ich tun, wem dort zu bringen, zu der Ansicht zu bringen, dass er verloren ist und dass er tot ist? So ich sage, dass Gott sein Wort mitteilen. Und Gott sein Wort mitteilen, das ist, wo Menschen zu der Radung kommen. Das sagt, ein Mensch kommt zum Glauben von Gott sein Wort hören. Der kommt zum Glauben von hören und von Gott sein Wort hören. Nicht von irgendwas Wort hören, aber von Gott sein Wort hören. Das ist Römer 10, Vers 17 sagt, so kommt der Glauben durch die Predigt und der Predigt von Christus sein Wort. Das wo der Glauben von herkommt, von Gott sein Wort hören. Weil ich so dass wenn ein Mensch ist fertig genug, was hören wird, wenn er immer weiter hören wird, was reich ist und was reich ist, und der fertig genug, das hören wird, mit der Zeit kommt das, was dann fängt an zu leben.
En dat is eigens wat, dat is niet bloß dat Goudet wat die aanvankelijk leven. Dat kan sogar ook schlechtet zijn. Wenn Mensch lang genug und viel genug eins hat hier und dort, dann fängt er dort an zu leben oder der fängt auch an mehr mehr an. Du wenn erst Vers 16 soll wie Vers 16 sein, was wie die Menschen vertalen tun und auch was wie Salz, noch was wir horchen tun. Das ist wichtig. Was wir hören tun, noch was wir horchen tun, dort wird ein Einfluss sein in uns Leben. Und wie kann ein Einfluss sein an andere Menschen? Dort wie ein guter Einfluss kann sein und dort wie kann entwiesen, was der Reich der Weich ist. Wenn wir zu viel nur Rechte hören tun oder horchen tun oder andere Menschen Rechte Botschaft bringen tun, die wollen zu den Glauben kommen, was vielleicht kann der Antwort hat sein. In 1. Korinther 15, Vers 33 sagt Paulus, es steht, lasst euch nicht unschmieren, schlechte Gesellschaft verdorft gute Ungewohnheit. Also es steht hier vielleicht einmal gemerkt, wenn eins wer mit einer rechten Gruppe Menschen top geraten hat, wenn er sich vielleicht auch ein Christen an hat, aber wenn er lang genug mit so einem Menschen ist, dort top kommt hat, dann wird er bald an der Frankreich unter vertalen, was der tun. Und vielleicht sogar eine Wirdbrücke in eins Wort. Dort macht einer dann sehr bald, wenn er lang genug mit so einem Stadt sich verhalten tun. Da sage ich, lasst euch nicht unschmieren. Schlechte Gesellschaft verdorft gute Ungewohnheit. Und das kann auch passieren. Wir müssen vorsichtig sein, mit wem wir top kommen tun und auch was wir andere mit vertalen tun. In Sprecher 13, Vers 5 sagt das, wer mit weise Menschen hält, wird weise. Aber wer mit Norden verkehrt, wird Schulden leiden. So, da wird Schulden leiden davon. Vielleicht kommt das, wo so eine Person dann Wort von der Wahrheit raufgebracht, raufgereden und raufgelegt, dass die von der Wahrheit wegdrehen und wegkommen dadurch. Und das kann so passieren. Und wenn es uns gegeben hat, dass du erst von der Wahrheit weggekommen, darauf gegangen ist, dann wie als Glaubende, was noch eine Wahrheit sind, die wir da bringen. Und wenn das passiert, das sagt Jakobus 4, Vers 19, meine Brüder, er sagt hier die Christen, wenn der wer von ihnen von der Wahrheit weichbiestern wird, in ein anderer Arm Treich bringen wird, dann soll der weiten. Wer den Sinda von seiner Erweich anhält, haft er was seine Säule von daut gerat. Der haft seine Säule von daut gerat. Dort haben wir uns morgen, wenn wer so was daher ist, wer von den rechten Weich raufbringen wird, dann ab den Worten Weich ableiten wird, der haft eine Säule von daut gerat. Das wird sehr wertvoll sein. Und er wird viel Sinden tun. Weil so eine Menschen sind oftmals in den Feind seiner Macht geraten. Dort ist, wo der Feind der will Bahn holen, da hat er vielleicht den gereden und sind in seiner Macht geraten und das ist, wo der Bahn sind. Und dort sagt wer so eine Stadt wird von dessen Erweich raufbringen, der hat eine Säule von daut geraten. Und so eine Menschen ist dort Trachwesen, Trachhalten, dort mit Leib getan. Von dem mit Leib dann waren ein Trach gewesen und hat man rechten Weich abgebracht. Das ist sehr wertvoll. Für Timotheus 2, Vers 15 sagt es, so eine Stadt, wo das sagt, er soll mit leibtulich Trachwesen kennen. Er soll an leibtulich Trachwesen kennen. Vielleicht schenkt Gott an dort, dass sie amtieren und dass sie die Wahrheit kennenlernen, dass sie weiter der Wahrheit, der Ansicht der Wahrheit kommen. Dann sagt er, dass sie dadurch zur Besinnung kommen, dass sie den bösen Feind aus seinen Schlingen kommen. So hier habe ich hier in so einer Stadt, die sind in den bösen Feind seine Schlingen geraten. Dass die können aus den bösen Feind seine Schlingen kommen. In der er anhält. Nur sein Plan und nur sein Willen, und wird in jedem einwählen, in seine Schlinge holen. Da er in seine Schlinge hält. Und was er verlangt, das zu tun mit dir. Das, was er verlangt, dass er die in seine Schlinge kann holen. Und das ist nicht, was Gott sein Willen ist. Weil wir das morgen, das ist der böse Feind, was viele Menschen in den Zustand holen.
Oftmals dann kicken wir die Menschen an, dann kicken wir diese an, dort sind die schlechten Menschen, dort sind die Damen, beschuldigen die vielleicht, und rechten die sogar in sein, dort ist, was die getan haben, so ein Leben, das die, aber wir müssen kicken, wer die Schuld anhat in der Wirklichkeit. Dort ist der böse Feind. Der böse Feind, dort ist der Feind. Gegen Gott und gegen jeder Christ. Die probt die Menschen wieder zu bringen, in seine Schlingen zu bringen. So werden wir das machen. Wer da wirklich Schuld an hat. Und wenn wir gewisse Menschen kennen, die ausreden, die Schlinge ausreden, haben eine Soll gewonnen für dich, haben eine Soll gewonnen für den Herrn. Vom Daut gerat. Weil dort ist, wo Gott sein Wort ankommt, weil Gott sein Wort kann das tun, dort ist mächtig, dort ist kraftig. Wie kann das an der eine Kraft tun? Vielleicht haben wir oftmals geprüft, wie sein das eine gewisse Person, die lebt nicht reichen, und dann gehen wir vielleicht dahin und proben die Trachte wiesen und sagen, wo sie Arbeit tun und was sie sollen unterstehen. Und dann wollen wir das hat keine Kraft in der Wirklichkeit. Das dreht vielleicht sogar auf und gehen sie sogar fort von dort. Aber Gott sein Wort, wenn wir Gott sein Wort brauchen, dann nicht live. Gott sein Wort zu helfen nehmen dann und dann wiesen, wo sie Arbeit gegangen sind und was Gott sein Verlangen für ihn ist. Das ist mächtig. Das ist kraftvoll. Deswegen in Hebräer 4, Vers 12 sagt, dass Gott sein Wort lebt und er ist kraftig. Gott sein Wort ist lebendig und das ist kraftig. Ein Schwaber aus der schwabste, doppelt schneidende Schwert. Weil das ist, was er brauchen wird. Menschen tracht zu wiesen, mit Gott sein Wort, das haben wir das tun. Dann brauchen wir seine Kraft. Dort ist schwab und dort ist lebendig. Also in das Schnitt durch, was dort der Seil in Jes Üten einteilt, in Glieder, in Morg freileicht. Dort wird rechte Gedanken in Anstellung im Hort. Das ist, was Gott sein Wort kann tun. Und dort ist, was wir sollen zu Halt nehmen, wenn wir wollen, wir im Traich wiesen. Gott sein Wort brauchen, dann nicht live. Dort kann jeder einer tun. Einmal Leute vielleicht, ja, das viel zu tun, die Menschen, die viel zu Wort zu wiesen, und Gott sein Wort, aber das ist den Prediger seine Arbeit, oder den Pastor seine Arbeit, der kann das tun. Wir haben das gleich, haben gehen Menschen Gott sein Wort verpredigen. Und wir brauchen auch gleich verpredigen, und wir können etwas wiesen, was Gott sein wird. Nicht, was ich sein darf, nicht, was du sein darfst, aber was Gott sein wird. Denn Gott sein Wort wiesen. Dort ist, glaube ich, jeder Christ seine Abgabe zu tun. Wir wollen mit mehr sein davon, was der Schrift davon sein wird. Und Gott sein Wort wird dort tun, was Gott will haben, was er soll tun. Gleich was Jesaja, der 54. Kapitel, Vers 10 sein, der sagt, gleich so aus der Regen und das Schnee vom Himmel fallen, und du nicht wahre Trähangunen über die Erde wässert, dort der fruchtbar ist, in Wassen lässt. Und so zu sehen und Brot zum Eten jeft. Das jeft so und das jeft Brot zum Eten. Und das, wo ich vielleicht sagen, jährliche Nahrung geben wird. Und er sagt, das, was sein Wort auch der, er sagt, Jesaja 54, Vers 11, sagt, das so soll mein Wort, wenn ich rede, also was Gott sein hat, wenn ich rede, sein, das wird nicht ladig nur mit kommen. Das wird dort tun, was ich haben will. Und dort tun, wo dort gejeft ist. Ich habe das morgen gesagt, wenn wir wollen Gott sein Wort brauchen, und das wird nicht verjeft sein. Das wird nicht ladig kommen. Und jemand am Fall vielleicht sagt, das war ich mit dir, das hat nichts getan. Wir haben Gott sein Wort mit dir, über haft euch was getan. Es kann euch sein, dass das einen Unterschied gemerkt. Aber er sagt, das wird nicht ladig kommen. Das wird was tun. Das wird dort tun, was er will haben, was er soll tun, wo er das geschickt hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott sein Wort brauchen tun. Das wird verschlagsam sein, das wird mächtig sein. Aber dann sagen wir vielleicht, wer sind eigentlich? Wer sind eigentlich, was das kann tun? Ich kann nur sagen, wenn ich von der Schrift, und ich dann sehr blöd, ich kann Menschen gleich anreden von das Wort. Viele Menschen haben so ein Vergeben, das zu sein. Mit mir ist das nicht. Ich kann das gleich tun. Ich will himmel keinen Menschen mitteilen, von was der Schrift sein wird. Oder vielleicht habe ich Angst sogar, was Menschen wollen denken von mir. Was wollen sie sein, wenn ich so und so was sein today? Habe Menschen fürcht. Ich bin bloß nicht so ein Mensch, der das kann tun. Vielleicht sind wir in den Zustand, vielleicht leben sie es dort. Ich weiß nicht, was jeder meiner
wo der erst, vielleicht tun auch, ich wollte sagen, sehr viele Menschen, die tun das sehr pünktlich, die tun Gott sein Wort mitteilen und die probieren andere Menschen Trachtenwiesen unterhalten. Aber wir sagen vielleicht, wer sie auch, wer das kann tun. Aber Gott hat noch einmal bloß die gewöhnliche Menschen gebraucht, um seine Arbeit zu tun. Er will haben, nicht, dass er Mord ansbrochen, um seine Werk zu tun, aber er will haben. Und er braucht gewöhnliche, einfache Menschen, was er gebraucht hat, das zu tun. Eine von denen wie Jona. Ich dachte an die Geschichte von Jona, eine sehr bekannte Geschichte. Aber ich glaube, eine sehr wertvolle Geschichte, weil wir checken dann, was da passieren in dieser Geschichte. Jona wird einer von Sohnen, der von Gott geschickt wird, nach Nineveh zu gehen und das Wort zu bringen, was Gott zu sagen hat, zu ernten. Er will auch sagen, Gott sein Wort soll er gehen predigen und eine Warnung geben. Er sagt in Jona 1, Vers 2, sagt, er merkt die Reise und gehen nach der großen Stadt Nineveh in warnende Lied. So er will er soll eine Warnung predigen. Warnende Lied, dass sie wollen gerecht werden. Die sind doch sehr schlecht, sagt das Wort hier. Diese Menschen, das sind sehr schlechte Menschen. Und die fehlen eine Warnung von Gott. Und er sagt, ich werde nicht lang dulden. So er soll, Gott schickt ihm, er soll gehen und diese Botschaft bringen, was er sein darf. Und wir weiten die Geschichte, Jona dachte, er will nicht dahin gehen, er will nicht in diese Stadt gehen, er will weggehen. So er dachte, er will nach der anderen Stadt gehen, er will wegrennen von Gott, dass Gott auch nicht wird brauchen, dass er nicht wird dürfen, das wird predigen. So er möchte sich am Weg, kauft sich ein Ticket und dann ab im Schatten ab und dann den ganzen anderen Weg gehen, wo Gott will haben, wo er soll. So die Geschichte ist aber ganz bekannt mit, wo das dann ein großer Sturm, das wir abkommen, das Meer, wo wir, und die Menschen kommen dort, wo sie wissen, was er getan hat, dass er sich verschuldigt hat gegen Gott, und er sagt, er soll ein bisschen über das Schab schmieden und dann Butter nehmen. Dann sagt er, Gott schickt ein Fisch, um abzuschlucken. Gott schickt den Fisch durch Hand, um abzuschlucken. Dass er nicht wird versüben, oder er hat seine Arbeit nach Gott getan, was Gott will haben von ihm. Sondern wird er für 3 Tage und 3 Nachten im Fisch sperren. Und da hat er nicht gelernt, sich vielleicht zu sein, was er in der Wirklichkeit getan hat. So er betet und prahlt zu Gott in dieser Zeit, was er will. Und dann sagt er, Gott redet zu den Fisch. Gott redet zu den Fisch und der Fisch, der spricht am Üt. So der Fisch, der spricht am Üt, will Gott prahlt da in den Fisch sperren. So Gott bin noch euch vorig mit diesem Jona. Er wird vielleicht gedacht haben, nu wird er von Gott weichgeraten, nu hat Gott einmal geraten, aber er wird vielleicht auch mal ein Träger und tun, was er will haben von ihm. Aber das sagt in der 3. Kapitel, Vers 1, der Herr kam der 2. Monat Jona. So der Herr kam bei der 3. Jona, da hat er gehabt, die Jef mit ihm. Der bin auch euch vorig mit ihm. Er sagt, ich sehe, er merkt die Reid in Gone dieser Stadt, und nu sagt er, steh ab in Gone Nineveh. So er sagt, krieg du haben, wo er ich will haben. Er sagt, steh ab und go. Der große Staat predigt an das Wort, was ich die geben war. Das Wort, was ich die gebe. So ich leite das wenn wir lesen, dann, wo Gott Menschen brauchen will, würde der will eins so handschauen, dass Gott einmal sagen, dass ich die das Wort geben, was die sein soll. Der braucht nicht mal wundern, was will ich den Menschen sein, was soll ich für eine Predigt reinbringen. Oftmals sagt er zu Jesaja oder zu Jeremia und zu Moses, zu viele von denen sagt er immer, ich will die sein, was die soll sein. So der braucht bloß sich nur anrichten, was er will haben, was er soll sein. So der braucht nicht mal zu denken, na, was soll ich sein, was habe ich zu sein. Ich glaube, so dass man uns auch, wenn Gott will uns brauchen, er wird uns soll sein, was wir sollen sein. Er wird uns die Wert geben. Und das, was er hier hier auch sagt, er sagt, ich will die Gute, du bist Hahn, sagt er, und Seite an, wo ich die gebe, das Wort, was ich die geben da. Und dann dem Mal, sagt der Vers 3, Jona gehorcht den Herrn und ging nach Nineveh. Und sagt, Nineveh wird eine sehr große Stadt, dass die 3 Tage durchgehen, durch diese Stadt zu gehen. So groß wie diese Stadt, da wären sehr viele Menschen, was da wären. Und das wären Menschen, die in Sinden leben, die dort ganz gegen Gott leben. Und das sagt in Vers 4, den ersten Tag, als Jona in Nineveh ging, raubt er nach 40 Tagen, dann wird diese Stadt vernichtet worden. Das ist, was die Botschaft wirft, ernst. Das ist die Warnung, was er ernst soll geben. 40 Tage, dann wird diese Stadt vernichtet worden.
Dit wird eine Warnung, was er soll entbringen, was er den Menschen hier soll geben. Und weet je wat, diese Menschen, diese böse Menschen, die schlechte Menschen, die nehmen diese Warnung an. Die nehmen diese Warnung an, was Jona hier kommt zu predigen zu Ernst. Das sagt in Vers 5, der Lied in Nineveh nehmen Gott sein Wort an. Und sie verlangten, dass der Lied fasten sollen, und sie trocken sich alle Saatkleider an, um zu beweisen, dass an dort Lighthouse. Sagt der Recke, das kriegst du aus den Armen, also alle, der Recke und Arme, alle überein. Wenn wir dann lesen, dass wir checken, was das zu bedienen hat, wenn sich wer Saatkleider antragen, dort ist so viel gemeint, die sich demütigen und Stunden Tod sein Anrechten wählen. Und haben ein Leid sein von ihr Leben. Und das, was hier wird, die haben ein Leid sein, sie tragen sich Saatkleider an und beweisen, dass an dort Leid wir. Das Leben, was sie führen leiden. Und dann sagt er wieder, sogar die König, aus der das ich hier leid, was du gesagt wir worden, der König, der horcht doch nicht das Wort sogar. Er wieder Lehrer da von der großen Stadt da. Das sagt, dass das der Lied, aus der das alle getan haben, dass sich Saatkleider angetragen und haben gehört, was du gepredigt wird, sagt, aus der König von Nineveh, das alle vertalten, ging er vom Thron, nahm seine König Rock auf und kleidete sich auch in Saatkleider und sah sich im Ohrstuhl. Das was er trug sich auch die Saatkleider an und sah sich im Ohrstuhl, hat ein großes Leid sein von ihr Leben. Und dann sagt es steht, dann leidt er an der ganzen Stadt sein. Er leidt an der ganzen Stadt sein, der König in der Hüch an seine Bestalden. Keiner darf irgendwas eten, kein Mensch oder Vieh oder Schub soll irgendwas schmecken oder trinken. So er hat hier ein Fast angestellt für die ganzen Menschen, sogar für das Vieh, dass die sollen fasten und beten. Sagt, die Menschen in der Vieh sollen alle Saatkleider angetragen und dringend Gott am Genot beten. Das was er bestellt hat, das was der König bestellt hat. Dringend sollen sie beten am Genot, dass Gott wird einfach gnädig sein. So ein Verlangen hat er. Nu hat er ein ganz anderes Verlangen, als er erst gehabt hat. Er sagt, und jeder soll das Eierreichte abhören in der Gewalt meiden. Und dann sagt er, was haben wir das tun? Er wisst, was haben wir das tun, wenn wir uns Hand hinein tun und wir beten zu Gott und fragen, dass er wird gnädig sein zu ernst. Die Mädchen in Tauschstunden sein, erreichten wir ein Armdrehen von ihrer böse Weh. Und das, was er bestellt hat für das Volk, was sie alle sollen tun, sollen nicht eten, nicht trinken, und beten zu den Herrn. Also, was haben wir das tun? Er sagt, vielleicht lässt Gott nur von seinen Eier und ja von uns Genot, dass wir nicht ankommen wollen. Das, was er sich denken, ja, vielleicht wird Gott abhören mit seinen Verlangen, was er hat für uns. Wenn wir beten und uns Mädchen tun, eine Hand nehmen, und Frauen, eine Vergebung, und dass sein anderes Leben anfangen tun. Und check, was hier passiert, wenn wir hier wieder kicken und gleich, was hier sein wird. In uns Gott sagt. So, ich habe gesagt, Gott sagt, er checkt, was hier wird passieren. Er sagt, in uns Gott sagt, dass die Menschen ihre böse Wege abgeben. So, ich habe hier, die Menschen geben ihre böse Wege ab. Als Gott dort sagt, wir haben das Leid, was er gedreht hat, und er verschont an. Er wird verschont von was Gott hat geplant für ihn. Weh, dass sie ihre böse Wege abhören mit ihrer böse Wege. Das wird wenigstens jemand Gott sein Wort gegen predigen. Menschen werden hier geraten. Und dann würde sie denken, das würde Jona vielleicht sagen, gefreut haben, dass das, was er gesagt hat, dass wir so verschlagsam waren, die Menschen, die horchten danach, das soll ihm gefreut haben. Wenn wir noch mal mitteilen und wir sehen, dass das hat was getan, die Leute bedanken sich vielleicht sogar, was wir gesagt haben, das hat eine Veränderung gegeben in ihr Leben, und dann würde sich freuen darüber, nicht so? Und dann würde sie denken, das ist verschlagsam gewesen.
En hij wil leven, zo wordt het met Jonah vielleicht ook gewesen haben, mit denen wieder gleich so. Hij freut sich gleich, dass Gott diese Menschen verschont hat. Das wären eine sehr große Schar Menschen, das wären 120.000 Menschen in dieser Stadt, was hier gerat wären. Aber am mögt das sehr doll. Das sagt in Jonah 4. Kapitel, Vers 1, das gefällt Jonah reich nicht. Jonah gefällt das reich nicht, was Gott hier getan hat. Dann sagt er, er war sehr doll. Er war sogar doll, dass Gott uns jetzt so eine Entscheidung gemerkt hat. Und er sagt zu den Herrn, Herr, dort ist nicht gleich dort, ist dort nicht gleich so rumgekommen, als ich thuis all dag, gleich wegen dit, wie ich so leicht reiten nach Tarsus zu fahren. So er sagt, das ist, warum ich nicht will, die Wort predigen, weil es hat, dass er gedacht hat, Gott wird demütig sein, er wird gnädig sein und verschonen. Er sagt, gleich wegen dit, wie ich so leicht reiten nach Tarsus zu fahren. Ich weiß, du wirst in sehr jenstig und ich weiß, du wirst sehr jenstig und deins die leicht erbarmen. Du bist geduldig und nicht leicht doll mit Menschen. Du bist treuhartig, leiftulich und lässt leicht nur mit Strophen. So das, was Gott auch kann. Er kann Gott für so einen Gott aus das sein, dass leiftulich wird und geduldiger Mensch wird. Er geduldiger Gott wird. Und er sagt, du wegen jetzt das, was er also gedacht hat, was da wird passieren. Ich dachte, Jonah, der hat vielleicht Angst, nach diesen Menschen zu gehen, dass er nicht will sehen, wo zu gehen, predigen mag diese Menschen. Aber dort wir gehen, dass wir nicht wen dort. Weil Jonah wisst, was hier für Menschen wären, und das wären sehr weise Menschen, die haben Israel viel Schulden angetan in der Vergangenheit, die wären oftmals gekommen kriegen und hatten da viel utgerecht, und viel Schulden getan. So ich dachte, vielleicht hat Jonah Angst, dahin zu gehen, diese Menschen zu predigen, aber das war ich dort. Er wollte nicht hungern, weil er lebt, dass Gott würde diese Menschen verschauen und sein Verlangen würde wahr dass Gott die würde anbringen. So er bet her, er sagt den Herr, als das nicht krank, was ich da angenommen habe, als ich thuis all dag, krank wegen dit, will ich nicht durchgehen. So das ist nicht, was er will haben, was Gott soll tun zu den Menschen, dass er soll verschonen, diese Menschen. Aber Gott hat durch den Herr diesen Prophet gebraucht, dort zu prophezeien, was wird passieren, wenn sie würden in das Leben bleiben, dass Gott wird ihre Stadt wird vernichtet werden. So hier würden 120.000 Menschen, was hier würden, nicht geworden sind, wenn sie nicht gekommen sind, wenn sie nicht haben Buße getan mit ihr Leben. Aber Gott will nicht, dass die Menschen erdaut. Gott will haben, dass sie sollen gerat werden, dass sie sollen antieren mit ihr bei Leben. Und will sie beten und Buße von ihr Leben, von ihr alten Leben, wie Gott gnädig und verschont und sie kämen nicht zum Tod. So ich glaube, das hat oftmals auch gebrochen, dass wir auch, wenn die Menschen sind, die wissen, dass es nötig dass sie Buße tun und dringend zu Gott beten, dass Gott gnädig ist. Und dann von ihr erreichtes Leben umdrehen und sich dabei drehen. So diese Menschen, die kommen zum Glauben, und die sagen dann an, wo sie wären, und sie werden geraten dadurch. Und ich dachte auch, was da passieren, das ist eine Person, die gehorsam wird, dass Gott sein Wort schließlich predigen. Man hat auch ein Teil gebrochen, dass Gott ihn brach, aber mit der Zeit hat er das. Und ich dachte an Jahren dreimal, dann ist der Pfingsten auch viele Menschen zum Glauben gekommen wären, da wird das Evangelium gepredigt zu den Menschen. In Pfingsten, wo über 3.000 Menschen zum Glauben kamen, als Petrus eine sehr kraftige Botschaft bringen, als sie wieder von den Heiligen Geist gedreven und bekraftigt, dass sie sollen gehen, das Wort predigen. In Petrus Teilung, er predigt eine sehr kraftige, mächtige Botschaft zu den Menschen dort in der Zeit in Jerusalem.
Und dass die Menschen dort hier in den Worten gepredigt, wir sagten in Apostelgeschichte 2, Vers 37, als sei das nu jeden, denk an das zu horten. So dat als wir jetzt die vernehmen von den Menschen auch, als sie dort hier in den, da leiten sich warnen und die achten da ab. Und hier diese Menschen auch, als sie dort hier was Petrus zu predigen, die sagt, als sei das nu jeden, denk an das auch zu horten. Und sie sagen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, je Männer und liebe Brüder, was soll wir tun? So sie wissen, dass hier wir was sie sollen tun. Früher, was soll wir tun? Was ist das, was wir können tun? In der Botschaft wie das, der Antwort der Petrus sagt an, jeit am. Jeit am, die Menschen, die auch, die leben in großen Sinden, und er sagt, die sollen amtieren. Amdrehen von den weisen Weg. Er sagt, jeit am und lot jünt, alle in Jesus Christus sie nomen deupen, dort jünt die Sinden für je voren. So sie sollen auch Buße tun, dass sie wollen von ihrer Sinnenschuld los können kommen, dass sie wollen Vergebung kriegen und sich loten deupen, dass sie wollen den Heiligen Geist kriegen. Also dann wird Gott jünt den Heiligen Geist schenken. Aber das, was da passieren soll, die sollen Buße tun, amtieren von ihr alten Leben. Und das ist nicht bloß, dass das für ihn verdammt die Zeit wir. Ich gleich das war zu sagen, dass wir die dann sie hatten eine Frage, was sie sollen tun, und Petrus sagt, sie sollen Buße tun, in amtieren von ihr Leben. Und das sagt, das ist nicht bloß für ihn dann. Sie sagt, wenn sie das wollen tun, dann wollen sie den Heiligen Geist kriegen. Und Vers 9, da sagt, das ist, was Gott jünt und jene Kinder versprochen hat. Und all die, was weit auf sind, der Gott ans Haar nur sich raupen wird. So nicht bloß für ihn, zu der Zeit, wo sie dann das hier leiden. Aber Lothar sagt, die Kinder, und auch zu anderen, zu uns von der, die hier uns von der kriegst du auch noch. Zu alle, die weit auf sind, der Gott ans Haar nur sich raupen wird. So wie kriegen von der nach kriegst du auch, wenn wir uns bekehren und amtieren von uns böse Leben in Vergebung kriegen, wie wir Vergebung kriegen, und wir uns loten deupen, ab das, was wir, ab unseren Glauben, da wird er uns den Heiligen Geist auch schenken. Und das, was er sieht, dass er die Kinder versprochen hat, und all das, was der Lothar nach würden kommen. Und dann sagt er, Petrus bleibt wieder beim Predigen. Dann sagt er, Petrus redet an, nach der viele andere wird in der Mond an, lot ihn aus dieser Generation rütraden, aus dieser verdrehten Generation rütraden. Sie sollen sich hier rütraden. Und check mal, was hier passieren, der was sein Wort annehmen. Das sagt Vers 41, und die sein Wort mit Frieden annehmen, leiten sich deupen, und an den Tag werden dort 3000 Säulen teilgekommen. 3000 Säulen, was hier teilgekommen werden, was hier zu der wahre Ansicht kommen, wegen durch Gott sein Wort gepredigt wird. Und gesagt haben, dass sie sollen amtieren von ihr Leben, dass sie sollen Buße tun und auch das Leben anfangen. Sie nahmen das Wort an und horchten dort, und da waren 3000 Säulen teilgenommen. In der nächsten Vers erklärt was der nächste Vers sagt, und sie bleiben beständig in der Apostellehr, in ihrer Lehre, in der Gemeinschaft, beim Brotbrechen, in dem Gebet. So diese Menschen, die bleiben beständig in das, was sie angefangen haben. Gott sein Wort. Das wir nicht bis für eine kurze Zeit, aber sie bleiben beständig. Und wir weten wieder, wenn wir hier und da, was da passiert mit diesen Fehlern, was da zu der Niegeburt werden gekommen, als der Lothar in Jerusalem in eine Verfolgung passieren, dann werden Israel verfolgt und da werden weit und breit verstreut und sich alle Wege, wo sie gehen, da die Menschen andere vertalen von Gott sein Wort. Die predigen Gott sein Wort. Und ihre große Verfolgung. Sie bleiben beständig bei der Lehre und die vertalen andere auch von das. So, ich weiß nicht, wo der das mit uns, lassen wir uns checken, wem sein, dass er in rechten Leben wird. Und auch sein, dass der Mann amtieren, lassen wir uns checken oder nicht. Oder da wieder gleich. Haben wir Angst, was wir wollen,
verfolgt worden, vielleicht oder was zu transferieren sein. Hier wären 2 Männer, wo wir jetzt von gehört haben, von Petrus und von Jona. Was Gott sein wird, predigen deiden und checken, was das verschlagsam dat wir, was da passieren deid. Aber das wir nicht das Männer, was das deiden, das mit ihrer Kraft, was in ihrer eine Kraft deiden, das wir, wer in Gott sein wird, predigen. Das wird da so mächtig wäre. Und wir haben noch viel mehr in der Schrift, was wir von lesen können, wurde von geschrieben, dass für viele Menschen sind gegangen, sind gehorsam gewesen, haben Gott sein Wort gepredigt. Und was da passiert ist. Und ein von denen ist Paulus und Silas. Paulus und Apollos, was da auch deiden. Paulus hat es dort auch deiden planten, Apollos Gott Wutter. So einmal ist das Produkt, wo wieder und vielleicht einer von uns, der vielleicht Gott sein Wort mitteilen, dann kommt ein anderer, der das jeit, der das Wort drin. Und das ist, was Paulus hier, was er sagt. Er sagt, er planten, und Apollos Gott Wutter. Aber Artikel sagt, über Gott mög dort wissen. So in der Wirklichkeit ist doch Gott, was er tut. Wir können Arbeit tun für arm, aber wir können es nicht merken und wissen. Wir können nichts tun. Wir können bloß gehorsam sein und Gott sein Wort mitteilen. Und dann dort doch lohnen zu sein, was Gott wird mit tun. Oder wir können gehen nach mehr mitteilen, das Wort drin, was all geplant ist. Das kann fruchtbar werden. Aber Gott merkt das im Wissen. So, wir können das nicht im Wissen merken. Wir können das planten, aber wir können das nicht im Wissen merken. Einmal glaube ich vielleicht, dass ich habe das geplant, so mit mir erst das Wort will. Ich habe Gott sein Wort mitgeteilt und dann meinen wir uns vielleicht wer zu sein. Aber das sagt du erst nicht dein Wort, der das planten wird, und nicht der du jeiten wird. Wer Wort ist Gott, der das Wissen merkt. So in der Wirklichkeit Gott als der, den alle ihr hören wird. Er ist Wort, will kann das im Wissen merken. Wie kann er das mitteilen? Dann sagt er, zwischen denen, der planten wird, und denen, der dort jeiten wird, ist kein Unterschied. Gott wird in jeder ein Donner belohnen, als er gearbeitet hat. So die Belohnung, wir wollen eine Belohnung kriegen dafür, aber was der wirklich was ist, das ist Gott. Gott ist der, was das in der Wirklichkeit tut. Das ist schon lesen, der Vers in 1. Korinther 3, Vers 9 sagt, wie sind Gott seine Mitarbeiter, sagt Paulus. Und ich würde auch gleich zu sein von uns auch, dass wir noch können sein, ich bin Gott seine Mitarbeiter. Ich bin Gott seine Mitarbeiter. Ich will bloß arbeiten mit einem Taub. Sein Wort zu verkündigen, anderen Menschen zu vertellen. Und er sagt, verstehen, du noch, als Gott mir genug gibt, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Bühmeister, ein anderer Büdeboven wieder. Dann sagt er, es steht überlot, in jedem ein vorsichtig sein, wo er de Boven bühen det. So den Grund, was er gelegt hat, vorsichtig sein, wo wir de Boven bühen down, wo wir wieder bühen, und ob wir mit der Wahrheit down, beim Wahrheit bleiben willst, der Grund ist so gelegt. Und das kann kein anderen Grund leihen, als der, was er gelegt hat, sagt das Vers alt. Keiner kann einen anderen Grund leihen, als der all gelegt ist, und dort ist Jesus Christus. Jesus hat den Grund gelegt, und wie kann der Boven bühen, aber wir sollen vorsichtig sein, wo wir ab dessen Grund bühen down, mit der Wahrheit. Bei der Wahrheit bleiben. Und dann dürfen wir wieder bühen. Und Gott will haben, dass wir sollen rücken. Jesus sagte seine Jünger, dass sie sollen rumgehen und rücken und sein Wort verkündigen und Menschen das vertellen. In Markus 16. Kapitel, Vers 15 sagt es, er sagte an, Gott in der ganzen Welt nehmen und predigt alle Menschen das Evangelium. So alle Menschen sollen das hören kriegen. Sie sollen gehen, alle Menschen das vertellen. Dann sagt er, wer läft und gedeiht wird selig worden. Das ist ein sehr schöner Wort. Sie sollen das gehen vertellen. Dann sagt er, und wer leben wird, der wird selig worden. Wer aber nicht läuft, wird verdammt werden. Hier sind bloß 2 verschiedene Dinge, was hier passieren kann. Entweder die leben dort und die werden selig worden, oder die leben nicht und die werden verdammt werden. Das bleibt nicht immer. Und ich glaube, das ist für uns von der noch einmal gleich so. Wir haben das selbe Abgabe gekriegt. Wir sollen auch rückgehen und andere Menschen das vertellen. Der Wort hat vertellen. Und dann noch sagen, wenn du leben lässt, du wirst geraten werden. Aber wenn du nicht leben wirst, du wirst verdammt werden.
Dat is de waarheid, dat is wat God zijn woord zijn dat. Dat heeft zich euch schijn, so zu sein, dat einzig mal sein, sagt, du darfst mir rechten. Du darfst mir rechten, was ich von Leben fühle, was du der Rechter? Dann ich habe gesagt, no, das sei nicht Gott sein Wort sein, ich sei bloß, was Gott sein Wort sein dat. In Matthäus 18, Vers 20 sagt, leert an alles te doen, wat ik jullie bevolen heb. En verloot jullie daarop, ik zie immer bij jullie. En dit is ook goed te horen, te weten, want God beim Rutschen dat, hij zegt, hij is immer bij jullie. Ik zie immer bij jullie, met am eng van de wereld. Ganz met eng touw, hij wordt ik helemaal niet im Steek loten eens voor. So, ich habe eine Frage für uns. Sei wie auch Gott seine Mitarbeiter oder nicht? Oder will wir seine Mitarbeiter sein? Mein Gebet ist, dass wir alle den Verlangen würden haben, was Paulus hat sein, in uns kann sein, dass ich sie Gott seine Mitarbeiter, ich sie mir sicher, ich schaffe für den Herrn. Bau nach der Bilden. Gott, himmlischer Vater, ich komme zum Schluss und das Andacht nach Himmel für dich. Ich danke dir, Gott, für dein Wort. Ich danke dir auch, was dein Verlangen ist für uns, dass du nicht was hast, dass wir sollen im Sinnen sterben und du was nicht hast, dass jemand soll im Sinnen sterben. Du was in jeder ein haben, was du soll, dass er soll zu der Ansicht kommen, zu der Wahrheit kommen, in die annehmen, als er persönliche Herr und Heiland, um das ewige Leben zu erben. Dankeschön dafür, Herr, dass du so ein gutes Leben hast, dass du sogar den Sehen Jesus Christus, den einzigen Sehen schicken, jetzt hier auf Erden, hier uns zu wiesen und zu leben vor uns und uns zu wiesen, wo wir können das ewige Leben kriegen, durch den Sehen annehmen, im Glauben am Annehmen und zu weiten, dass wir können gerat werden durch ihn. Dankeschön, Herr, für was er getan hat, dass er uns wie am Kreuz anzunehmen, für unsere Sünden Schuld zu betonen für uns, dass wir das nicht brauchten. Dankeschön dafür, Gott. Ich danke dir auch, dass du was haben, dass wir sollen andere Menschen auch das vertellen, dass sie gute Nachricht vertellen, was du hast für jedem einen. Und ich bitte, dass wir das tun, dass wir auch die Gelegenheit wahrnehmen, wo immer wir sind, entweder wir Tüß sind in uns Heim oder bei der Arbeit oder Riedfahren, wo immer das ist, wo wir Menschen begegnen, wo die was haben, dass wir sollen den Wort mitteilen, dass wir das tun, dass wir berufen werden, den Wort nehmen und das mitteilen. Dass wir nicht als unsere eine Kraft verloren, aber dass wir uns ab deine Kraft verloren, durch den Heiligen Jesus, was uns bekraftigt hat. Ich danke dir, Herr, dass du sagst, dass jeder einer, was die annehmen hat, den wirst du den Heiligen Jesus geben. Und wir wissen, dass wir haben den in uns, der uns bekraftigt hat, und der in und durch uns arbeiten hat. Ich danke dir, Gott, dass wir das nicht in unsere eine Kraft tun willst. Wir wissen, dass in unsere eine Kraft, wo wir nicht anrichten können, weil wir haben die aus unserer Kraft und uns Lehrer. Dankeschön dafür, Herr, und ich bitte, dass du uns leiden und führen, Herr, in alle Tiden, wo wir sind. In Jesus' Namen bitte ich mit Danksagung. Amen.